Gedankenanstoß und Inspiration. Ist dir das Kirchenjahr vertraut? Die Abfolge der christlichen Viertige, Gedenktage und Gedenkzeiten, die sich jedes Jahr wiederholen, ist ein bewährtes Werkzeug, das uns als Christen hilft, unser Glauben im Rhythmus vom Jahr zu leben. Jeder Viertig, jeder Gedenktag und jede Themenzeit laden uns ein, dass wir aufs Neue innehalten und dabei einen bestimmten Aspekt vom dreieinigen Gott besonders erfahren und reflektieren. Und dabei werden wir von Gott her überhaupt für die wichtigen Themen im Leben und in der Welt herausgefordert und ermutigt. In der Passionszeit, wo wir jetzt gerade drinstehen, da gibt es den einen wichtig, aber wenig beachteten Gedenktag. Der Gründonnerstag. Auch wenn es so tönt, hat er nichts mit all diesen grünen Sachen zu tun, die jetzt im Frühling in der Natur wachsen. Der Gründonnerstag ist vielmehr der Gränni-Donnerstag. Das Lukas-Evangelium berichtet uns davon, dass Jesus beim Anblick von der Hauptstadt Jerusalem herzlich hat angefangen zu rennen. Er predigt über den Umstand, dass viel zu viele Menschen in der Stadt ihn und seine göttliche Mission nicht verstehen und ablehnen. Und dass die Ablehnung Jahre später in der Zerstörung vom Tempel und der Stadt durch die Römer würde enden. Wir alle erfahren Leid und Schmerz. Niemand von uns rennt gern. Und darum gibt es die Versuchung, möglichst schnell darüber hinwegzugehen. Entweder indem wir wegschauen, es einfach ignorieren und verdrängen, ja, weil viel zu schmerzhaft ist das Wort. Oder wir reden das, was passiert ist, klein und konzentrieren uns stattdessen aufs anderes. Positives Denken. Es gibt auch die frommchristliche Variante davon. Wir reden lieber von Ostern als von Karfreitag. Weil das ist für niemanden nachhaltig hilfreich. Aus der Trauerbegleitung weiss man, dass es wichtig ist, den Trennungsschmerz richtig zu spüren. So unangenehm das ist. Wenn man zum Beispiel mit einem Leichnam von einem lieben Verstorbenen konfrontiert wird, dann ist das hart, so hart. Aber so gerne man den Moment vielleicht überspringen möchte, so hilfreich ist das langfristig. Wenn man nämlich schmerzhafte Erfahrungen vermeidet, dann besteht die Gefahr, dass man langfristig in der Durchspirale hängen bleibt. Wenn uns ein Schmerz zum Brüten bringt, dann hilft das. Weinen, es befreit. Das hat auch schon mal eine Gesundheitskampagne vom Krankenversicherer Helsana betont. Ich und meine Familie haben schon sehr herausfordernde, ja eigentlich überfordernde Zeiten erlebt. Mir kommt besonders der Moment in Sinn, wo wir haben kapitulieren und ich eine Pfarrstelle haben kündigen. Und das hat für die ganze Familie geheissen, ungewollt aufbrechen. Es war ein unglaublich trauriger Moment für uns alle gewesen, wo meine Frau und ich das unseren Kindern haben sagen. Aber Gott sei Dank, wir können rennen. Und wenn ich in die Welt raus schaue, dann wird mir gerade auch Wind und Weh. Es ist zum Rennen. Ich glaube, dass wir in unserer Zeit neu lernen müssen, die Tiefe vom Leben, Leid, Schmerz und Tod wirklich zu erfahren und auch zu benennen, bevor wir über die Osterfreude reden. Die Hoffnung wegen der Auferstehung von Jesus Christus an Ostern, ja, die ist real. Aber wenn sie wirklich in unseren Herzen Wurzeln schlagen, wenn sie tragfähig und fruchtbar werden soll, dann dürfen wir den Gränni-Donnerstag nicht vorschnell überspringen. Einmal werden alle Tränen abgewischt werden. Aber dafür müssen sie zuerst gerannt sein. Und das ist der erste Schritt zur Besserung. Dann kann Gott uns tiefe, echte Hoffnung ins Herz legen. Und nicht nur ein oberflächlich fromme Wort. In dem Sinn, heilsames Rennen wünsche ich euch allen.